Assalamu alaikum. Geschichte vom Prophet Ibrahim oder Abraham. Den Ibrahim oder Abraham war ein größer Prophet. Wie er jung war, hat hier bei Leuten gelebt, die nicht zu Allah beten wollten. Eines Overs war ein heller Stern am Himmel. Den Ibrahim sagt, da das mein Gott. Wie der Stern aber nicht mehr zu sehen war, war ihm klar, das ist nicht Gott. Wie der Mond an all seiner Pracht abgegangen ist, sagt Ibrahim, da das mein Gott. Aber wie der Mond innergang ist, wird ihm klar, dass auch der Mond nicht Gott kennt sein. Wie du schließlich die große und helle Sonne abgegangen ist, sagt Ibrahim, das toten ist mein Gott, weil die Sonne die größte Sache am Himmel ist. Aber auch die Sonne geht inner. Lo wird klar, dass es nimmer ein Gott gibt. Denn Ibrahim sagt, er spielt nimmer zu Allah, den alles gemacht wird. Allah hat Sterne, die Sonne und den Mond gemacht. Allah ist der Herr von der Welten. Du kommt den Ibrahim zu den Leuten und sagt ihnen, die sollten nimmer Allah beten. Er hat die Sonne, den Mond und Sterne gemacht. Allah hat auch die Menschen, Tiere und Pflanzen gemacht. Allah hat die Erde gemacht, ob die Menschen leben. Dafür soll ihr euch von den falschen Göttern aufwenden und Allah beten und immer Gutes machen. Die Leute gehen ganz rosen und haben den Ibrahim an Feuer geheilt. Allah hat ihm aber geholfen und hat Feuer kahl gemacht, so dass den Ibrahim nicht verbrannt wurde. Den Ibrahim hat sein Volk verlost und ist an ein anderes Land ausgewandert. Wie er schon ziemlich alt war, hat er einen Bauf. Er hat Ismail oder Ishmael geheischt, er war auch ein Prophet von Allah. Und Allah hat ihm noch einen Bauf geschenkt, den Ishak oder Isaac geheischt hat. Hier war auch ein Prophet. Genau so war dem Ishak sein Bauf, den Jakob oder Jakob, auch ein Prophet. So hat Allah den Ibrahim an seinen Kinder viel Segen gegeben. Eines Tages kommt ein Engel Jibril oder Gabriel bei den Ibrahim und sagt, du musst dein Bauf Ismail tot machen. Den Ibrahim war ganz traurig, weil er sein Bauf immens gern hat. Er wusste aber, dass Allah ihm den Befehl gegeben hat, sein Bauf umzubringen. Dafür wollte er folgen und hat sein Bauf gefragt, ob er dabei auferstanden wäre. Denn Ismail war ein frommer Bauf und hat sein Pap getröstet. Pap, wenn Allah das so will, dann muss er mir gehorchen und du musst mich umbringen. Ich will mit der Hilfe von Allah viel Courage kriegen. Wie den Ibrahim den sein Bauf Ismail gerade wollte umbringen, hat er eine Stimme hören, die gesagt hat, den gute Absicht ist genug. Dummerden hat er die Wille von Allah schon erfüllt. So ist den Ismail gerettet ging. Da wusste Ibrahim, dass es eine Prüfung von Allah war. Er war ganz froh, dass er sein Bauf nicht wirklich hat müssen umbringen. Er hat sich dann bei Allah bedankt, als sie dann, so wie Allah befehlt hat, ein Tier geopfert. Das Fleisch vom Tier haben sie aber mit den armen Leuten auf Rinn gedeelt. Zur Erinnerung und Rettung von Ismail feiern wir alle das Opferfest. Muslimen denken dann daran, dass Allah sein Prophet Ibrahim testen wollte, ob ihr ihm auch wirklich folgen wollt. Denn Ibrahim sollte weisen, dass ihn als Leif zu Allah sein belebte Bauf Opfer gab. Denn Ibrahim hat das Prüfung gepackt. Und zur Erinnerung und das Prüfung an und Rettung Ismails schlöchte mir während dem Opferfest auch ein Tier. Auch mir delen Fleisch mit armen Leuten und mit unseren Freunden. Dabei danke mir Allah für alles, was er uns gegeben hat. Wir sollen auch merci für all das, was wir aus der Rettung von Ismail gelehrt haben. Später haben den Ibrahim an sein Bauf Ismail Kaaba am Mekka gebaut und zu Allah Gebirder gesagt, oh Allah, sehr von Schrift gnädig und hol das Haus und hilf uns an den anderen Menschen, die nur uns kommen, dass wir gut Muslime gehen. Und Allah hat das Gebird erhört und Kaaba am Mekka gesegnet. Auch heute ist das, wenn die Muslimen auf der ganzen Welt sich all zu der Kaaba am Mekka, wenn sie das Gebird machen. Aber wenn die Zeit für die Pilgerfahrt kommt, da kommen die Muslime aus der ganzen Welt zu der Kaaba. Sie kommen zu Fuß, mit dem Auto, oder beim Kamel, oder beim Pferd, oder beim Flieger. Kaaba ist das älteste Gebetshaus von Allah auf der Welt. Da werden Pilger all zusammen zu Allah. So verbindet Kaaba alle Muslimen auf der Welt, die früher gelebt haben, und die lo leben, und die irgendwann leben werden. Assalamu alaikum. Friede sei mit dir.